Ich hatte ja letztens eine kleine OP an meinem Bein. Ja. Und da war ich in so einem Vorbereitungsraum drin, wo mir vorab schon mal ein paar Schmerzmittel, Drogen etc. verabreicht wurden. Geil. Wo ich schon ein bisschen so eine Leck mich am Arsch-Haltung angenommen habe, schon langsam. Und dann lag ich da so auf meiner Liege und dann war da ein riesengroßer Fernseher vorn, wo Tierdokumentationen eingelaufen sind. Ja. Und dann ging's um Schneehasen in den schottischen Highlands. Und da habe ich natürlich aufgehorcht, weil ich war ja gerade in den schottischen Highlands und habe dann da zugeschaut und zugehört. Und es war schön, weil erst einmal haben sie 2 männliche Schneehasen gestritten um ein Weibchen. Klar. Und wenn Hasen kämpfen, dann stehen die sich gegenüber und dann fuchteln die nur so mit den Pfoten. Also die stehen sich auf den Hinterbeinen, so fuchteln so. Wie so Kindergartenkinder, die streiten. Also eigentlich richtig witzig. Auf jeden Fall hat dann der junge Schneehase gewonnen. Und da gab es einen Kommentator, der hat alles kommentiert, was passiert. Also sie haben Kraft um die Schneehasenfrau. Ja. Dann hat der junge Schneehase gewonnen. Dann ist die Schneehasenfrau davongelaufen. Dann wurde das vom Kommentator kommentiert mit, sie macht's ihm aber auch nicht einfach und so. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, renn, Schwester, renn. In meinem vernebelten Hirn. Dann ist sie stehen geblieben. Dann ist der junge Schneehase auf sie draufgekupft, hat sie aber recht angestellt. Sie ist dann wieder weggelaufen. Dann sagt der Kommentator, ja, ist ja nur ein junger Schneehase vom letzten Jahr, der weiß noch nicht, wie das geht. Sie wieder weggelaufen. Der junge Schneehase wieder hinterhergelaufen. Dann der Kommentator wieder mitgefühlt mit diesem jungen männlichen Schneehasen. Ich die ganze Zeit mitgefühlt mit dieser Schneehasenfrau. Und irgendwann ist sie wieder stehen geblieben und hat ihn auf sich draufspringen lassen. Und dann hat er es geschafft und dann war das nach circa 3 Sekunden zu Ende. Und dann sagt der Kommentator, ja, so schnell geht das bei den schottischen Schneehasen. Und da habe ich mir gedacht, nicht nur bei denen, viele Schwester, viele. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit, liebe Wellensittiche, mit dieser wundervollen Geschichte heißen wir euch willkommen zu Folge 33. Es ist endlich wieder mal eine Schnapszahl und diesmal lasse ich mich nicht anschauen. Ich habe hier schon ein Shotglas bereit. Ich trinke heute einen Schnaps auf uns. Hast du auch ein Getränk? Gute. Können wir anstoßen? Ich habe hier ein Glas Wasser, Prost. Prost. Auf uns. Oh Gott, es ist so ein Riesenhumpen. Das ist keiner mehr. Ich glaube, es ist ein Doppelter. Aber was trinkst du da? Was ist für ein Schnaps? Ist so fein. Ein Frangelico. Schau an. Hört. Ich habe keine so große Auswahl gehabt. Ich habe das nehmen müssen, was da war. Aber ein Frangelico Ist ja mögen wir nicht das gern. Schlechteste. Da sind wir ja machen. Kann man machen. Können wir machen. Ja, liebe Wellensittiche, ihr hört es schon. Hier sind heute irgendwie nur 2 Stimmen unterwegs. Aha. Hier sind eure 2/3 Chief-Wellensittiche, nämlich Dres. Und Verena. Servus. Sehr groß. Ja, die Anja ist halt leider nicht dabei. Die hat immer noch mit ihren Ohrwaschel zu kämpfen. Und deswegen ist scheiße, wenn sie sich hier einen Kopfhörer auf ihre Ohren hockt und so weiter. Drum hat sie gesagt, sie pausiert jetzt leider heute mal einmal. Aber immer, wir sind jetzt da. Wir sind da. An alle Anja-Ultras, die jetzt ausschalten möchten, vielleicht kommentiert einfach vorher nochmal kurz gute Besserung, Anja, in die Kommentare, bevor ihr ausmacht. Okay, das war nett. Das war sehr nett. Und ihr kommentiert bitte nicht nur gute Besserung, sondern ihr dort auch noch die 3 Emojis dazu, von denen ihr denkt, das darf der Anja jetzt helfen. Das darf bestimmt wieder gesund machen. Gell? Überlegt euch, denkt fest nach, was kann sein, und dann schreibt es in die Kommentare mit eure süßen kleinen Federchen. Gell? Passt. Merci. So machen wir's. Aber wir halten hier die Stellung, wir unterhalten euch diese Woche zu zweit. Und So nämlich. als erstes darf man, ihr wisst es es läuft doch immer so, als erstes darf man ein ganz herzliches Dankeschön gern sagen an euren Support, an die Wellensittiche, an die Wellensittich Ultras. Ihr wart wieder unfassbar süß, ihr wart unfassbar stark am
am Empfänger, am Radio. Ihr habt uns so fleißig gehört und gestreamt. Das freut uns. Und es freut uns natürlich auch, wenn ihr uns ganz, ganz schöne Kommentare, nette Nachrichten schreibt. Da gehen die kleinen Herzchen auf. Merci. Merci euch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und soll man gleich die schlechte Nachricht auch erzählen, Verena? Verzeih's, ich weiß gerade nicht, was du meinst, Also, aber sag's. die gute Nachricht ist, wir sind da. Die gute Nachricht ist, ihr kriegt die Woche Folge. Die schlechte Nachricht ist, nächste Woche sind wir nicht da. Naja. Genau. Wir machen eine Pause, aber nur eine Woche, denn anders als alle eure anderen Lieblingspodcasts machen wir keine Sommerpause. Wir lassen uns nicht anschauen, wir sind So da. nämlich. Auch wenn wir schwitzen, nämlich. auch wenn wir stingern. Ihr hört uns ja Gott sei Dank bloß, ihr müsst uns ja nicht riechen. Ja. Aber nächste Woche hört uns leider nicht. Also macht euch schon mal seelisch drauf bereit. Nächsten Donnerstag leider keine Folge. Wir hoffen, ihr könnt es uns verzeihen. Aber ich denke schon. Ja, ich denke schon. Alternativ, also ich meine, das ist hier Folge 33. Ja. Ihr könnt irgendwelche alten Folgen anhören, weil ihr werdet euch eh nicht mehr an alles erinnern und einfach mal alte Folgen anhören. Ich habe letztens alte Folgen angehört. Ja. Ich habe unseren YouTube-Kanal ausgecheckt und so ein bisschen Dinge geordnet und so und dann habe ich einfach mal auf alte Folgen geklickt. Und eigentlich wollte ich das nie anhören, weil ich mir gedacht habe, das kann ich mir nicht geben, weil ich mich da schauen muss. Ja. Weil Folge 1 schon sehr unbeholfen war, im Gegenzug zu jetzt, fällt euch auch auf, oder dass wir jetzt hier höchst professionell sind mittlerweile. Ja, merkt jeder. Sehr locker einfach. Viel lockerer einfach. Beim ersten Mal waren wir halt noch hart aufgeregt, Ja. jetzt ist schon normal, dass wir hier am Schreibtisch hocken und in ein Mikro sprechen. Ja, das stimmt. Naja, schön, dass ihr trotzdem über die ersten Folgen drüber gekommen seid und euch gedacht habt, wir hören weiter, so lange bist du schon mal professionell werden. Das muss Vielen man Dank einmal dafür. belohnen. oder wertschätzen. Weil ich muss sagen, ich kann das gar Ja. nicht. Also ich höre ja keine Folge nochmal. Ich lasse immer durchlaufen natürlich für den Support. Man muss ja auch, also Ja. naja. Ja. Aber hören kann ich es nicht. Also ich höre es ja meistens im Schnitt dann nochmal und dann, Ja. na. Ja gut. Du beschäftigst dich ja dann schon immer sehr viel mit so einer Folge, wenn du schneidest, Ja, das stimmt. oder? Doch schon. Ja. Schon. Aber na, umso schöner, dass ihr euch das gebt und dass ihr euch das gern gebt. Das freut uns. Merci. Du, ich hätte gleich mal eine Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie heiß ist dir heute? Eine 8. Eine 8? Okay, Und dir? das geht ja noch. Es geht voll. Eine 5. Also eigentlich ist man nicht heiß. Ja, gut, na, super. Naja, aber ich bin heiß. Und warum bin ich heiß? Weil ich halt ein mega geiles T-Shirt von Stravanza anhab. Mal wieder. Checkt es unbedingt mal aus. Gingt's hier mal online, Dingsbums, Stravanza Online-Shop. Schaut's mal vorbei oder auf die Social-Media-Plattformen. Die haben auch wieder einen richtig geilen Sommerdrop rausgehauen, finde ich. Yes. Die haben richtig coole Klamotten. Schaut es euch mal an. Wenn ihr auch so geil ausschauen wollt, so wie Verena, dann kann ich das Genau. nur empfehlen. Macht's das mal. Wenn ihr Freut auch uns so sehr. was wollt. Zieht euch ein Stravanza-T-Shirt an. Ein lilanes, dann findet ihr euch Dress nämlich auch was, weil sie steht auf die Farbe lila. So nämlich. Nur deswegen ist mir 8 von 10 heiß. An alle Resbert Romeos, zieht euch lilane Stravanza-T-Shirts an. Ja, Das ist nur wichtig. das wirkt. Also merci Stravanza mal wieder fürs Supporten dieser Folge. Danke. Wir lieben, dass ihr da dabei seid. Ja. Wir lieben, dass ihr unsere Kaltgetränke mitfinanziert. Unbedingt. Unter Leitungswasser. Ja. Prost. Ich merk's voll schon. Also der Frangelico ist im Schädel drin. Aber Ja. Bin ein bisschen beleidigt, dass du mir's nicht gesagt hast, ja. weil ich hätte hier auch den guten Sickersaft im Keller, der den ich noch nicht Sickersaft. probiert habe. Ich habe noch nicht probiert. War ein Anlass. Ja, gewesen. den müssen wir mal gemeinsam probieren. Ja, gut, dann machen wir das. Ja. Es hat uns letztens auch ein Wellensittich geschrieben, als wir auf Instagram, glaube ich, 7.777 Follower hatten. Hat uns jemand geschrieben, dass wir da drauf jetzt eigentlich einen Shot trinken müssten, Scheiße. was wir nicht gemacht haben, Na. weil wir trinken einen Shot auf 8.888, weil ihr wisst genau, dass 8
die Lieblingszahl von unserem Chief Wellensittich Anja aka Hans Bavaria ist. Ja. Und das machen wir da, okay? Das heißt, ihr müsst jetzt hineinfolgen auf Instagram. Versteht ihr das? Hineinfolgen. Mobilisiert eure Freunde, Familie und Verwandte und sagt ihnen gefälligst hier reinfolgen. Das wollen wir sehen, Ja. wie hier gestampelt wird. Machen wir dann natürlich So live in der Folge für euch. Das ist eh klar. Also, Klar. klar. Aber Vreni, was hast du eigentlich erlebt seit der letzten Aufnahme? Was war bei dir so los? Was war bei mir so los? Ich habe ein kulturelles Wochenende hinter mir. Ich war in Oberammergau im Passionstheater, wo normalerweise alle 10 Jahre die Passion aufgeführt wird. Ja. Kennst du das? Sagt dir das Ja, was? das sagt mir was. Also das Neue Testament wird da quasi aufgeführt. Das war mal ein Versprechen der Oberammergauer. Ich weiß die Geschichte nicht ganz genau, verzeiht's mir bitte. Ich glaube, es war wegen der Pest oder so, weil sie das überstanden haben und dann haben sie gesagt, dafür führen sie alle 10 Jahre die Passion auf. Oder Das so. ist eigentlich auch lustig, gell? Dass man sagt, danke, Sie haben uns gerettet, Herr Jesus. Und jetzt führen wir ein kleines Theaterstück auf. Ist auch süß irgendwie. Ja, so klein ist es nicht. Es Ja, ist das sehr stimmt. riesig, das Theaterstück. Ja. Da sind immer ein paar hundert Leute beteiligt. Und da kriegt man doch auch ganz schwer Karten dafür, oder? Die spielen eigentlich das ganze Jahr, also eigentlich. Ach so. Also ich war die letzten 2 Mal. Und war das schön? Karten. Also ich Das ist richtig krass. Schon. Also ich bin jetzt auch nicht so, also da muss man nicht religiös sein, dass das das gut krass ist. ist. Okay, ja, cool. Also das ist richtig einfach mega beeindruckend, weil da so viele Hunderte von Leuten auf der Bühne sind, die es alles Oberammergauer sind, die das alles selber machen, also Chor, Orchester, der Esel ist auch Oberammergauer, also es ist alles aus Oberammergau. Ist mir besonders Alles auf der wichtig. Bühne, das finde ich eigentlich geil, wenn man da so ein riesen Projekt miteinander hat. Genau, und dieses Passionstheater gibt's aber heute die anderen 9 Jahre auch, wenn nicht Passion ist. Und da haben sie auch immer Aufführungen mal drin. Ja. Das machen sie jetzt, glaube ich, schon länger. Also letztes Jahr war ich bei Romeo und Julia und das Jahr war ich bei Till Eulenspiegel. Ah ja. Und das sind immer Produktionen von Christian Stückl. Ich bin ein sehr großer Christian Stückl-Fan, muss ich sagen. Der ist der Intendant vom Münchner Volkstheater, wo ich auch sehr gern hingehe. Und es ist einfach so, dass man jedes Stück wo der Kerl Regie hat, kann man auf jeden Fall anschauen, ob das jetzt ein Shakespeare ist, ob das der Brandner Kasper ist oder ob das die Drei-Groschen-Oper ist. Es ist immer fantastisch. Geil. Deswegen hier großes Shoutout. Zieht euch das mal rein, wenn ihr mal Bock auf ein bisschen Kultur habt. Wir sind ja auch der Nein, was Kulturpodcast. Also nicht nur Eben, Wissenschaft, auch Wissenschaft und Kultur. Kultur. So. Ich freue mich schon, wenn wir die Preise dafür kriegen. 2026, Ja. die Preise kehren Ja. uns jetzt schon. Podcast-Kulturpreis. Ja. 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 Wellensittich Stammtisch. Eh klar. Auf die 1. Klar. Na, auch das mal wieder nur Oberammergauer auf der Bühne, 150 Leute. Auch sehr viele junge Leute, die halt einfach tagsüber ihrer Lohnarbeit nachgehen und auf Nacht ein Theaterprobe. Und die da aber richtig krasse, tolle Stücke und tolle Rollen auch aufführen und das halt jetzt nicht, ich sage jetzt, ja, jetzt nichts gegen ein Bauerntheater, mache ich ja selber gern. Ja. Aber es ist halt mal was anderes. Es ist was anderes wie irgendwelche du mal was gegen deine Krampfadern Witze, sondern es ist halt einfach ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll man sagen. Ja, es ist jetzt keine seichte Unterhaltung. Man muss ein bisschen mitdenken, man muss ja danach manchmal ein bisschen googeln, damit man alles kapiert und so, aber ist richtig cool. Schön. Und ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen eifersüchtig, Ja. weil stell dir vor, du bist der Oberammergauer und kannst einfach mit so einer Person, die großes Theater macht, zusammenarbeiten in deiner Freizeit Ja. als Laienschauspieler. Ja. Also Das ist dein Traum. wie geil ist Ja, ja. das war mein Traum. Wie viel kann man da lernen? Also irre. Ich finde es so schön, dass du in dem Podcast hier manifestierst. Also ich gebe da noch 2 bis 5 Jahre und dann ist die Schauspielkarriere am Laufen, weil also es wird ja hier nur drüber geredet, dass das irgendwann mal noch passiert. Vielleicht müsste man auch einheiraten nach Oberammergau, keine Ahnung, damit du da einen Fuß in die Tür kriegst. Ja. Aber ich glaube Ja. auch so. Ich spür's.
Ich spür's, dass dass das noch wird. Ja, ich manifestiere das schon mein Leben lang, als ich als kleiner Scheißer schon im Münchner Volkstheater Ja. beim Christian Stückle sein Brandner Kasper in der ersten Reihe neben der Soufflöse gehockt bin. So einmal ist Das war mal vor über 20 Jahren, ich spiele ja schon über 20 Jahre im Volkstheater. krass. Da habe ich mir schon gedacht, ich möchte auf die Otto-Falkenberg-Schule gehen. Aber ich hab nicht gewusst, dass man das wirklich kann. Also, dass man wirklich auf eine Schauspielschule gehen kann. Ja. Also, dass man das wirklich machen kann. Ja, das verstehe ich. Also, weißt du, wie ich meine? Das Leute sagen, ja klar, mach das. Ja. Probier's Ja. oder so. Ja. Sondern, also so, dass man irgendwas lernt, in Anführungszeichen, wo man jetzt nicht weiß, ob man danach davor abbeißen kann. Ja. Dazu sind wir zu bodenständig, glaube ich, groß geworden. Da lernst du erst einmal was Gescheites, Ja. was Handfestes. Genau. Genau. Ja. Genau. Schön. Jetzt sind wir in diesem Internet tätig. Ja. Das ist doch was Handfestes. Das haben sich unsere Eltern, glaube ich, auch ganz anders vorgestellt. Aber gut. Mei, kannst nichts Das machen. glaube ich auch. Kannst nichts Das glaube machen. ich auch. Naja, ich find's einfach immer wieder so beeindruckend, um das noch abschließend zu sagen, weil Oberammergau hat ein bisschen über 5000 Einwohner oder so, was dieses oberbayerische Bergkaff kulturell immer wieder auf Taxe Ja. stellt, ist echt krass. Also es ist natürlich auch das Dorf der Holzschnitzer und Lüftelmalerei und also die sind schon auch sehr künstlerische Leute da. Das habe ich auch nicht Da ist gewusst. was drauf. Aber Spannend. finde ich geil. dass Ich da- liebe das ja immer, wenn du so Sachen erzählst oder auch wenn Anja Sachen erzählt, die ihr so macht, die aber nur eure Hobbys sind, die wir noch nie gemeinsam gemacht haben. Da denke ich immer, wir müssen das mal gemeinsam machen. So wie bei dir, ich möchte mal mit dir ins Theater gehen oder liebe Wellensittiche Vreni ist ja auch ein Schwammerl-Fan, ihr wisst es. Mal gemeinsam ins Schwammerl. Das darf ich ja Das geht nur jetzt dann lieben. los. Geht's jetzt schon los? Ab Nein, August. im August. Ab August gehen wir in Schwammerl in den Nei. Da werde ich euch berichten. Oh, da freue ich mich ja nur. Ich hoffe, du nimmst uns mal mit. Das wäre mein Traum. In Schwammerl in den Nei. In Schwammerl in den Nei oder einfach generell so, heute machen wir Ferien aus Hobby und heute gehen wir zu einem Fußballspiel oder ins Theater oder in die Schwammerl in den Nei. Ja, Das da die Liebe. ja. Ja. Ja, Oh. eigentlich, gell? Schon. Oh. Das war, ich sehe gerade eine Social-Media-Videoreihe vor mir. Ja. Da darfst ihr auch profitieren, liebe Wellensittiche. Ihr kannst die Schwammerl zwar nicht essen, aber ihr dürft uns zuschauen, wenn wir es brockern. So nämlich. Ich habe da aber immer ein bisschen Sorge. Also bist du da gut im Erkennen von die Guten, beziehungsweise im Erkennen von die Schlechten, dass wir Ja. die nicht mitnehmen? Ja, also ich erkenne, wenn es ein Starbulz ist. Und was anderes mengen wir eh nicht. Okay, passt. Gut, na, dann bin ich schon zufrieden. Bin schon beruhigt. Also was ich nicht weiß, was das ist, nehme ich auch nicht mit. Aber Reda, was hast denn du erlebt? Ich habe tatsächlich nichts Kulturelles erlebt. Ich schaue schon wieder rüber. Ich schaue aus meinem Balkonfenster raus und ich schaue zu meinen Tomaten. Und wenn ich dir sag, dass wir die mittlerweile bis zur Achsel gängen, dann Echt? ist das nicht übertrieben. Die sind so riesig. Man muss die, glaube ich, irgendwann oben abzwicken, damit sie die Kraft nicht ins Wachsen Ach so, ja. stecken, sondern in die Früchte. Aber es freut mich so sehr. Ich kann da, und gefühlt kannst du denen beim Wachsen zuschauen. Ich gehe in der Früh hinaus und tue ausgeizen, also an die, wie sagt man denn, an die Gabelungen muss man die neuen Triebe ausreißen, damit die, wie gesagt, halt Kraft nicht in die Triebe stecken, sondern in die Früchte. Das tue ich in der Früh und auf die Nacht habe ich das Gefühl, sind schon wieder welche da. Also es ist ein Fulltime-Job. Und jetzt, wie ich auf dem Festival war, habe ich das Gefühl, haben sie ihre Mutter auch vermisst. Also ich habe es erst wieder ein bisschen hochpäppeln müssen. Sie haben das ein oder andere Blatt ein bisschen hängen lassen. Aber jetzt, doch, da geht wieder was. Ja. Und ich freue Okay. mich schon sehr drauf, wenn die ersten Früchte rot werden. Also sie sind jetzt so, ja, 1-2 Euro Stück groß. Und es sind ja nur Cocktailtomaten, also sie dürfen jetzt dann aufhören zum Wachsen und dürfen jetzt dann rot werden. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Okay. Ich bin gerade ein bisschen sauer, weil du immer noch kein Beutel Das stimmt. wachsen hast lassen. Das stimmt, ja. 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 Heu bestimmt noch, oder? Ja. Ja. Ich glaube auch. Ihr müsst jetzt einfach mal vorbeikommen und euch das anschauen.
Aber ihr müsst euch halt den Balkon auch teilen mit den Tomaten. Es ist eng. Man kann gerade nicht so gemütlich draußen sitzen, weil halt überall Tomatenpflanzen ist. Das wäre okay für mich. Ja. Ich bin also eine Person, die gern in der Balkontür hockt und einfach nur Taxen ausstreckt. Ah, schön. Das ist auch okay. Ah, nicht schön. Doch, ja. Bei meinem Balkon ist das auch eine Option, weil der der ist nicht so tief. Da muss man fürs einfach nach. Und dann- Ja, und dann kann man endlich eine Balkonhalbe gemeinsam trinken. Das haben wir nämlich auch noch nie gemacht. Jetzt kommt's auf, dass wir hier, was wir Was hier ja für noch Verfehlungen ist- haben. Ja. Ja, was ja noch ist, hier ab, wann ist das? Mitte August oder ab 12. August herum, sind ja Sternschnuppennächte, gell? Wirklich? Die Perseiden, Oh. Wissenschaftspodcast, Achtung, die Perseiden fliegen da, da gibt's extrem viel Sternschnuppen. Ihr habt Und das von hier meinem zuerst Balkon gehört. aus hat man den geilsten Sternschnuppenblick nämlich. Da kannst du zuschauen, wie wirklich minütlich hier die Sternschnuppen vom Himmel fallen. Wow, romantisch. Das sind die besten Balkonhäuben. Sternschnuppenbalkon gemeinsam heute. erleben würden. Oh, das war wirklich schön. Oh. Ihr habt es in der letzten Folge ja gehört, dass wir uns für Anfang August verabredet haben. Ihr müsst nämlich wissen, wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen für unsere Verhältnisse. Wir vermissen uns. Also ich vermisse euch. Ja, Ja. ich vermisse euch auch. Okay, gut. Ich höre zwar jeden Tag sehr viel von euch, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Wie wenn ihr im Gleiche. Raum seid. Ja. Das ist was anderes. Das stimmt. Naja, ja, der Papa vermisst seine Kinder, gell? So ist. Womit wir auch bei einer grandiosen Überleitung waren. Das ist normalerweise der Anja ihr Job, ich bin ehrlich. Aber jetzt probier's einfach mal, Ja. oder? Jetzt muss mal wer anders machen. Und du machst es toll. Halt's mal. Sorry, das ist das lila T-Shirt. Das macht was mit mir. Da, ich weiß nicht. Der Papa vermisst seine Kinder und an der Stelle wollte ich die fragen, Reis. Hast du eigentlich irgendwelche Gegenstände oder Verhaltensweisen, die eigentlich für Kinder vorbehalten sind? Gibt's da was? Ja, da gibt's auf jeden Fall was. Wenn man jetzt in mein Schlafzimmer geht, da dat. Wenn man da reinschauen darf, dat. Dann darf man am Kopfende meines Bettes einen Hasen sitzen sehen. Das ist mein Kuscheltier, seit ich auf der Welt bin. Das ist ein Chibo-Has. Den hat mir damals, Aha. ich weiß gar nicht, von wem ich den hab. Weiß ich nicht. Aber den gibt's auf jeden Fall, seit ich auf der Welt bin. Der heißt Hoppel, natürlich. Und der schlaft leider, was heißt leider? Der schlaft in meinem Bett. Der kehrt da nämlich hin. Es hat eine Zeit gegeben in meiner rebellischen, ich bin zu cool für Kuscheltiere Zeit. Da hat er nicht in meinem Bett schlafen dürfen, aber darüber bin ich hinweg. Und jetzt teilen wir uns jede Nacht die Decke. Und ich lieb's sehr. Ich hab den auch wirklich so im Arm, wenn ich schlafe. Also das ist, ja, genau, der Hoppel wohnt bei mir. Und wenn wir schon bei so Kuscheltier-Sachen sind, da hatten manche vielleicht auch sagen, meine Handtaschen ist nicht ganz, ist eigentlich eher was für Kinder. Ich habe so eine Handtaschen, die ist ein kleiner Bär. Also die ist aus so Teddystoff und hat einen Bärenkopf und zwei Arme und du kannst sie jetzt aufmachen. Und ja, ist eine normale Handtaschen. Sie ist eigentlich für Die Kinder. Liebe. Ich lieb's auch sehr. Ja. Manchmal denke ich dann, na, bist du nicht zu alt dafür? Und dann denke ich mir, wer entscheidet das? Ich. Eben. Eben. Genau, ja. Schlafst du noch mit Kuscheltiere? Gibt's da bei dir auch einen Mitschläfer? Klingt komisch. In meinem Bett liegt tatsächlich auch ein Mittelschläfer. Ein Bärli. Oh, süß. Und ich hab den auch unterm Arm. Ja. Beim Schlafen, ich finde das sau praktisch, weil dann mein Arm aufgerammt ist. Ja. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin oder so, dann nehme ich ihn nicht mit. Und dann, oder wenn ich auswärts schlafe, habe ich kein Bärli dabei, aber dann weiß ich mir nicht, wo ich meinen Arm hin tun soll. Weil normalerweise ist der aufgerammt. Ja, verstehe ich voll. Da muss ich mir dann immer irgendein Kissen unter den Arm klemmen, oder so, dass ich irgendwas in der Hand habe, dass der aufgerammt ist. Hast du das als Kind gehabt? Also du hast ja bestimmt mehrere Kuscheltiere gehabt, wie du klar warst. Ja. Und bei mir war das so, dass die alle im Bett waren und ich habe aber ein schlechtes Gewissen gehabt, denen gegenüber. Wenn ich einen mehr gekuschelt habe als den anderen, Ja. dann ist losgegangen, dass Ja. ich gedacht habe, scheiße, jetzt ist der brutal traurig, weil ich den nicht so fest gedruckt habe wie den anderen. Ja. Hast du das Ja. auch gehabt? Okay, Ja. gut. Ja. Ich hatte immer 8 Kuscheltiere im Bett. Ja.
Und dann gab's noch ganz viel auf dem Regal. Also ich konnte wirklich nicht alle in den Arm nehmen. Ja. Aber meine 8 Liebsten waren im Bett und die habe ich aber auch wirklich alle 8 in der Hand gehabt. Die, die haben auch eine bestimmte Reihenfolge gehabt, wie die nacheinander hier. Ja. Süß. Das liebe ich ja nur. Ja, doch. Das freut mich, dass dir da auch so gegangen ist. Ich habe immer gedacht, das ist ein bisschen übertrieben. So schlechtes Gewissen gegenüber Kuscheltiere oder gegenüber Gegenstände. Aber als Kind waren das schon meine Besties einfach. Ja, Ist so. voll. Und wenn wir beim Einschlafen sind, da weiß ich, dass wir auch was gemeinsam haben zum Einschlafen. Ja. Da werden hier auch Kinderhörspiele gehört. Wobei, ja doch, es ist ein Kinderhörspiel. Brauchen wir uns nichts vormachen. Verena und ich hören sehr gern die 3 Fragezeichen zum Einschlafen. Und wenn wir irgendwo gemeinsam sind, also, weiß ich nicht, wenn wir jetzt bei der Anja schlafen oder so und wir sind im selben Raum, dann ermitteln wir auch gemeinsam. Also dann wird ein Fall ausgesucht, der passt thematisch. Ein Themenfall wird rausgesucht, genau. Und dann Einer, der ermitteln passt zu dem, was wir heute erlebt haben. Ja. Vom Titel her. Es gibt ja zum Glück 100.000, die 3 Fragezeichen-Fälle, also da gibt's immer einen, der passt und dann hören wir das zum Einschlafen. Ja. Das darf mich interessieren, ob die Wellensittiche auch erstens 3 Fragezeichen Ultras sind und zweitens, ob ihr auch was zum Einschlafen anhört. Weil ich glaube, das ist gar nicht so selten. Ich glaube, das tun viel Leute, ja. Ich weiß nicht, also ich bin ja ein bisschen drin in dieser 3 Fragezeichen-Fan-Welt. Wer mir auf Instagram folgt, hat mitgekriegt, dass ich von einem Gressern die 3 Fragezeichen-Fall als Intro sprechen dürfen habe auf Bayerisch. Da habe ich mich so gefreut, als wir die geschrieben haben. Das mega. war gut. Ja, weil ich liebe den Podcast schon ganz lang. Und die machen halt immer so die 3 Fragezeichen-Fallbesprechungen. Und da haben sie halt jemanden braucht. Also du hast für den Podcast als Intro Ja, geschrieben, genau. oder? Nicht für die ja. 3 Fragezeichen-Hörspiel, sondern für einen Podcast. Ja. Ja, das hat mich sehr gefreut. Und das sind halt auch erwachsene Männer in ihren Fettnäpfchen in ihre 40er, glaube ich. Und also ich bin mir sicher, dass die 3 Fragezeichen-Fanbase schon auch erwachsene Leute hat. Aber es ist, also eigentlich am Ende des Tages ist es ein Kinderhörspiel. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wobei ich sagen muss, dass ich das als Kind und auch als Jugendliche eigentlich gar nicht so gehört habe. Das habe ich tatsächlich erst angefangen, im Erwachsenenalter zu hören, weil ich früher immer Schiss davor gehabt habe. Okay. Es war mir zu gruselig. Ich war schon eher die Pumuckl, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, Bibi Blocksberg-Fraktion. Ach so, ja, okay. Also was zum Einschlafen anhören auf jeden Fall immer. Ja. Aber 3 Fragezeichen erst seit ich groß bin. Deswegen habe ich auch die wenigsten Fälle bisher gelöst, weil ich höre es immer zum Einschlafen an. Und ich kenne dann immer die erste Viertelstunde, aber viel weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ja, bei mir war das anders. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend einen Büchereiausweis gehabt und habe da jede Woche Kassetten und CDs abgeholt und da waren die 3 Fragezeichen natürlich mit dabei. Und dann habe ich das ganz fleißig immer durchgehört und ich habe das natürlich geliebt, dass das gruselig ist. Okay, also wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich auf Horrorfilme stehe. Und das hat schon früher angefangen. Ich liebe gruselige Sachen einfach. Ja. Also aber Pumuckl ist ein gutes Stichwort. Das habe ich nämlich auch, wo ich mir denke, das machen eigentlich nur Kinder. Wenn ich krank bin, dann will ich die Pumuckl-Serie anschauen. Dann will ich einen Pumuckl und einen Meister Eder singen. Und ich bin der festen Überzeugung, das macht mich gesund. Ja. Das brauche ich. Das letzte Mal, wo ich krank war, habe ich ganz viel Patterson und Findus angeschaut. Oh, süß. Das hat mich auch sehr gesund gemacht. Das habe ich sehr geliebt. Ja. Das ist fürs Herz einfach wichtig, finde ich. Ja, voll. Ja, sehr schön. Hast du sonst noch irgendwas, was du hörst oder schaust, was eher so kindermäßig ist? Hören und schauen nicht, ne? Aber ich besitze sehr viele Gegenstände, die eher für Kinder sind, vermutlich. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe unfassbar viel Mickey Mouse Merch. Kleine Kinder haben auch immer Mickey Mouse Sachen an. Ja, das stimmt. Und ich bin auch sehr oft hart eifersüchtig auf die Mickey Mouse Sachen von kleinen Kindern, weil da gibt's so coole Sachen einfach. So Turnschuhe, die blinken zum Beispiel. Mickey Mouse Turnschuhe, die blinken. Naja, für Erwachsene gibt's keine Mickey Mouse Turnschuhe, die blinken, aber es gibt Mickey Mouse Turnschuhe. Naja, wer hat die Mickey Mouse Turnschuhe? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich Mickey Mouse Turnschuhe, die ich einmal anhatte zur Eröffnung der Ausstellung Disney 100
Da war ich hier zufällig lohnarbeitstechnisch mit dabei, da habe ich diese Turnschuhe angezogen und an Fasching bin ich als Mickey Maus gegangen, da hatte ich die auch. Und sonst noch nie. Oh nein, wie schade. Nein, das sind ja nicht so normale Sneaker, sondern so Häre, die über den Knöchel drüber gingen. Okay. Mhm. Ja, die sind ein bisschen, Speziell. ja, ich lebe auf sehr großem Fuß, ja, halt am Maul, ich sage euch mal schon das nicht und deswegen sind die einfach riesig. Okay. Mhm. Also so, ja. Ja. Drum will ich die jetzt so nicht so anziehen, weil dann schaue ich aus, als hätte die Kinder sehr gerne die Fürst. Na Naja. gut. Aber du hast auch sonst sehr viel Mickey Maus Merch. Also du hast da mindestens 2 Pullis, weiß ich. Die Mickey Ja. Maus Jacken. Es stimmt, der Jeansjacken habe ich. Die liebe ich. Die ist geil. Mhm. Die ist geil mit Mickey Maus auf dem Rücken. Dann Easy My Müsli aus einer Mickey Maus Müsli-Schüssel. Wichtig. Wichtig. Ich trinke Tee aus einer Mickey Maus Teetasse. Aber nur, wenn ich einen Kanner-Tee habe, weil die Mickey Maus Teetasse ist leider sehr klar und ihr wisst, dass ich kleine Tassen scheiße finde. Ich habe das Ziffernblatt von meiner Uhr. Hier ist ein Mickey Maus. Ja. Aber weißt du noch, wie das angefangen hat? Also hat das als Kind schon angefangen, die Liebe? Nein, das kam später. Das fand ich so in meiner Jugend cool. Hey, es gab doch auch, hast du einen Snoopy-BH gehabt? Nicht? Nein. Hat nicht jedes Madel irgendwann, jeder Teenager einen Snoopy-BH gehabt? Liebe Wellensittiche, sagt es uns. Habt ihr einen Snoopy-BH gehabt? Ich nämlich nicht. Okay, mein erster BH war ein Snoopy-BH. Okay. Und es gab auch sehr viel Mickey Maus-BHs, hatte ich auch. Ah ja, nein. Ja, Ja. Habe ich übersprungen anscheinend. Ja. Na ja, gut. okay. Naja, schade. Schade. Also bei meinen Freundinnen war Snoopy-BH war auf jeden Fall der War Shit. wichtig. Okay, ja, gut. Und Na, Mickey Maus schon auch. Also ich erinnere mich an einen Mickey Maus-BH. okay. Okay. Nein. Da muss das irgendwie angefangen haben mit dieser Mickey Maus. Und jetzt is ich mein Brot aus einer Mickey Maus Brotbox. Naja. Naja, so ist halt. Zeigt es an. Und was ich da richtig geil finde, ist, also ich stehe auch auf so einen Scheiß wie Paw Patrol ist doch bei kleinen Kindern mega in einem gewissen Alter. Ja. Das ist eine Zeichentrickserie. Und das sind, glaube ich, Hunde mit Superkräfte, oder? Ich habe noch nie Paw Patrol angeschaut. Aber es gibt eine Seife, Ja. wo man, wenn man draufdruckt, kommt da so ein Ein Pfotenabdruck. Schaum raus. Ach so, ja. Mhm. Und das ist ein Pfotenabdruck, Ja. ja genau. Ja. Und ich glaube, Anja hat das als erstes gehabt, oder? ja. Die hat das gehabt. Ja. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, Alter, ich brauche Paw Patrol Seife. Natürlich brauche ich eine Seife, die einen Pfotenabdruck auf meine Hand macht. Ist ja wohl klar, oder? Hallo? Jeder will das. Jeder will das. Ja. Jeder will das. Auf jeden Fall. Also für so einen Geschmarri, der eigentlich dafür da ist, dass Eltern sehr viel Geld für ihre Kinder ausgeben. Hier, hallo. Ich kauf's. Ich gebe sehr gern sehr viel Geld für mich aus, für Kindersachen. Ich nimm 5. Gib her. Ja. Oh, das 100. Mickey Maus T-Shirt. Alter, ich hab sogar ein Mickey Maus Radeltrikot. Gut, dass Anja nicht dabei ist, weil die darf darf mir jetzt ausrasten. abschubsen von meinem Stuhl. Ja. Ah, geil. Das habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Schick. Ja. Schick, Und ich liebe schick. mein Mickey Maus Radeltrikot. Nimmst das? Also so Gegenstände habe ich gar nicht so viel. Aber was bei mir echt oft der Fall ist, Thema Geld ausgeben. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber in meinem Freundeskreis ist der Begriff Kindereinkauf. In meinem Freundeskreis, so ist dazu da nicht dazugehören, oh Gott. Oh, sind wir wieder mal so weit. Das Schlimme ist, dass mir gar nicht aufgefallen ist. Schon damit aufgefunden, okay, passt schon. Okay. Das sind keine Freunde. Nein, Okay, eben. verzeih. Von Lose deinem Bekannte. Freundeskreis, Ich verzeih mal von meinem Freund. der große Freundeskreis. Gell? Verzeih von deinem großen Freundeskreis. Also in meinem Freundeskreis ist ja so, dass es den Begriff Kindereinkauf gibt. Das ist ein Einkauf, wenn du an der Kasse stehst und auf dieses Förderbandel schaust, es hat gerade sehr lang geschalten. Der Schnaps ist noch im Schädel drin, es hat gerade sehr lang gedauert, bis mir das Okay. Wort eingefallen ist. Wenn du da hinschaust auf deinen Einkauf und du denkst, ah krass,
das hätte auch ein 10-Jähriger gekauft, wenn du dem 20 € in die Hand gedruckt hättest und gesagt hättest, jetzt kaufst du, was du magst. Ja. Also so Ja. nur Spaßgetränke, ein Backel Chips, Gummibärli, irgendwas, was glitzert aus dieser Abteilung vor der Kasse, irgendwie so ein Flummi oder so ein Glibberhand, solche Kindereinkäufe. Und das gibt's Super. relativ oft Ja. bei mir. Dass ich so einen Ja. richtigen Kindereinkauf mache und dann auch so denk, boah, scheiße, du stehst da gerade an der Kasse und alle um die rum haben Obst und Gemüse gekauft und du stehst da und bist der 10-jährige Bub mit dem 20-Euro-Schein. Aber ja, das passiert oft. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Ich nehme Alibi halber dann immer auch noch ein Obst oder ein Gemüse mit. Nur 2 Damit's Äpfel nicht oder ganz so- nebengelegt. Dass nicht nur Scheiße auf dem Mantel liegt. Na, Aber nur Scheiße Einkäufe mache ich tatsächlich eher selten. also bei mir gibt's so 2 Arten von Einkäufen. Das ist so, ich kaufe jetzt so richtig, ja, Erwachsenei, so einen Wocheneinkauf, so wirklich alles, was ich brauche und dann auch noch ein bisschen, keine Ahnung, Waschmittel oder so. Oder halt eben Kindereinkäufe. Die passieren dann auch meistens so kurz vor Ladenschluss. Also eine halbe Ja, Stunde bevor ja. es zusperren, gehe ich nochmal ein Ja. und kauf irgendein Klump einfach. Das fühle ich. Ja. Das ist so Samstagabend, nichts vor, allein daheim, keinen Bock zum Kochen. Ach, ich hol mir eine Tiefkühlpizza. Und das wird dann der Ja, Kindereinkauf. genau, komplett, ja. Das habe ich auf jeden Fall auch noch. Doch. Und was ich auch noch habe, Ja. sind Spiele, die spiele, die sonst, glaube ich, eigentlich größtenteils Kinder spielen. Also Videospiele. Da bin ich auch sehr anfällig. Also das Spiel, Okay. das ich aktuell am meisten spiele, ist Fortnite. Und das ist echt so ein, ja, so ein Kinderspiel eigentlich. Ich bin Echt, da ist auch, es? ja, also das spielen schon auch Erwachsene. Aber das hat auch auf jeden Fall eine sehr große Kinderfanbase auch. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn ich da verliere, dass ich immer gegen Kinder verliere, weil die haben einfach die schnelleren Reflexe. Die schießen schneller als du. Da ist das hier noch nicht so verkalkt im Schädel. Ja. Okay, aber um was geht's bei Fortnite für so Menschen wie mich, die keinen Plan von Computerspielen haben? Das ist ein Shooter und das Spielsystem ist quasi Battle Royale. Das heißt, du landest mit 100 Leuten gemeinsam auf einer Insel und wer zum Schluss überlebt, hat gewonnen. Und du musst die anderen halt erschießen. Genau. Und da gibt's aber, es schaut halt alles auch sehr kindlich aus. Es ist sehr bunt und es gibt verschiedene Tänze und du kannst deinen Avatar so anziehen wie Ariana Grande oder irgendwelche anderen Musiker oder Fußballspieler oder so. Genau. Also es ist schon sehr auf Kinder ausgerichtet und auch darauf, dass Kinder da sagen, Papa, kann ich mir einen Skin kaufen? Ich will ausschauen wie der Messi in Fortnite. Also so quasi. Ja, na, klingt echt nach einem super Kinderspiel, wenn man sich da gegenseitig da schießt. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, doch. Ja, doch, das ist wichtig. Das mit dem Kinder eher in der Freizeit verbringen. Also ich habe ja exzessiv die Sims gespielt. Gut, da haben wir auch Leute da saufen lassen oder sterben lassen, indem wir es eingemauert haben. Ja. Da haben wir schon auch die menschlichen Grenzen ausgetestet. In den Raum eingesperrt und dann Tier weg da. Ja. Und geschaut, wie sie sich einpissen und dann sterben. Naja, schade. Genau. Grausam waren wir ja. Ja. Ja, muss man alles mal gesehen haben. Muss man alles austesten. Richtig. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Ich habe irgendwas noch auf meinem Zettel aufgeschrieben, aber ich kann nicht entziffern, was das ist. Kannst du mir sagen, was da steht? Kinder, das untere. Ja, das untere Fortnite. Unternehmen. Himmel, Hammel, Hummel. Oh, ja, weiß kein Mensch. Keine Ahnung. Sauklaue Mensch. hat sie Ja, ja. gut. Naja, gut. Aha. Ja, wenn man es selber nicht mehr lesen kann, dann ist das die Bestätigung für Sauklaue auf jeden Fall. Naja, schade. Ja, ich bin noch oft eifersüchtig auf so kleine Kinder, die so Pullis anhaben, so Zipper oder so, und dann haben die ja Kapuzen Ja. und dann sind da so Bärli-Ohren dran. Oh, süß. So Ja. Teddy-Fleece-Pullover mit Bärli-Ohren. Ja. Ja. Das macht mich sauer, dass das für große Leute nicht gibt. Das ist echt eine Frechheit. Wahrscheinlich gibt's es, oder? Wahrscheinlich gibt's es. Vielleicht Aber gibt ich will es. dann nicht so einen Ramsch-Kack-Scheiß haben. Ja. Aber ich finde, also das Äußere ist ja damit verbunden, dass man ab einem gewissen Alter sagt, nein, das ist nichts mehr für die, so wie ich mit meiner Handtaschen. Und ich finde, da muss man aktiv genau. dagegen arbeiten. Da muss man einfach sagen, Ja. nein, ich will auch Spaß haben in meinem Leben. Ich will die Paw Patrol Pfotenabdruckseife und ich will Auf die jeden Fall will ich Teddy-Handtaschen. So, und was macht's ihr?
Nix Kids Was dagegen möchtest du da. jetzt machen? Ja. Ja. Da kaufe ich mir doch den Nachfüllschaum, kaufe ich mir doch für mein Paw Patrol Pfotenabdruckseife. Da bin ich nicht so. So. Den nehme ich doch gleich mit. Wenn ich diesen Seifenspender mitnehme, nehme ich doch gleich den Nachfüllpack auch noch mit. Hä? Natürlich. Klar. Habe ich es irgendwann wieder weg, weil es mich genervt hat? Ja. Kann sein. Vielleicht. Aber hey, ich hätte noch ein bisschen was drin im Nachfüllpack. Also ich habe es nicht weggeschmissen, ich habe es nur weg da vom Waschbecken. Falls ich mal wieder Lust drauf habe, Ja. stöß wieder hin. Falls mal Kinder zu Besuch sind. Ja gut, Herr Leser, nachdem du deine Sauklaue Ja. nicht mehr lesen kannst. Ich halte es auch nochmal für die Sittiche in Kamera. Falls ihr das lesen könnt, was da steht, sagt's mir's gern. Sagt's Bescheid. Es steht nicht scharf. Sagt's Bescheid. Apropos, falls ihr erkennen könnt, was das ist. Wir müssen ja nur auflösen. Müssen wir echt. Ja. Ihr habt's euch gefragt. Wenn man verzweifelte Nachricht kriegt. Lady Beachwood hat uns geschrieben, was denn jetzt eigentlich los ist, was die Hieroglyphen von der Anja denn jetzt bitte Danke bedeuten sollen. Und ich glaube, auf Instagram und TikTok hat's keiner richtig gehabt, aber auf Facebook Ja. waren sehr viele Leute, Facebook. die verstanden haben, was die Anja uns sagen wollte. Diamantenfieber war's ja. Also, man kann jetzt sagen, ja, stimmt, jetzt sag ich's auch, aber ich lieg nicht so gern. Kein Mensch. Also, wirklich. Das, Ja, also nein, ich finde nicht, Also. dass man das gut sagt, aber ihr wisst es jetzt auf jeden Genau. Fall. Es ist aufgelöst. für alle, die's nicht gesehen haben, Ja. ging's auf unser Instagram, TikTok, YouTube. Da gibt's ein Video, wo das eingeblendet wird. Der Anja ihre Zeichnung. Ja. Und wo man miträtseln konnte, was das bedeutet. Genau. Diamantenfieber. Das eine war der Diamant, das andere ein Fieberthermometer im Arsch und das dritte eine Person, der heiß ist. Deswegen gingen da so Striche vom Kopf weg, weil die Hitze hat's. Hitze. Hitz hat's. Ja, so wie Anja Bavaria hat Ja. ja auch die Hitze. Gell? Ja, gut. Genau. Den auch nochmal angebracht, den habe ich schon mal gebracht, den Witz. Naja, gut. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Aber ist schön. Damit ihr da freut ruhig mich. schlafen könnt. Genau. Stimmt, ja, aber jetzt haben wir's aber, oder? Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's, aber ich habe noch einen Tipp, Okay. Verena. Bist du Hallo. bereit? Wenn ihr das Herz, dann ist dieses Event schon vorbei. Am 14.07. im Bad Tölz hat man Blut spenden können und sie als Stammzellenspender typisieren lassen. Und uns hat ein Wellensittich geschrieben, ob wir das teilen können. Ihr habt es vielleicht in unserer Story gesehen, da haben wir das auch schon geteilt. Das war eine Aktion vom Bayerischen Roten Kreuz. Da ist um einen Sigi gegangen. Der Sigi hat nämlich Leukämie und der braucht einen der sucht einen Stammzellenspender. Und wir können jetzt natürlich in der Folge nur hinterher Werbung dafür machen, aber wir wollten euch einfach sagen, es ist immer gut, Blutspenden zu gehen, wenn ihr gesundheitlich dazu in der Lage seid und on top, lasst euch doch typisieren, wer Stammzellenspender. Verena kann berichten, dass man das ganz easy von daheim aus machen kann. Ja, bei DKMS kann man Stammzellenspender werden. Also wenn ihr hier ins Internet innen eingeht, DKMS, googelt, da kann man sich ganz leicht typisieren lassen. Da bestellt man einfach so ein Typisierungskit zu sich heim. Da muss man einfach ein Wattestabel in seinem Mund so auf- und abrollen und schickt es denen dann wieder zurück, also alles kostenlos und so weiter. Und dann ist man da in der Kartei mit drin und dann kann man eventuell mal Leben retten, was eine sehr gute Sache ist. Also macht's mit, Yes. sagt uns Bescheid, wenn ihr es gemacht habt, da freuen wir uns. Und dann hoffen wir natürlich auch sehr, dass für den Sigi ein Stammzellenspender gefunden werden kann. Genau. Alles Gute, So Sigi, nämlich. unbekannterweise. Ja, gut, Räder, aber jetzt Aber jetzt geht's weiter geht's weiter. Ich bin ganz gespannt. mit einer der wellensittichschen Lieblingskategorien. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar, sag ich dir jetzt, was wir heute schönes machen. Ich hab gesehen, du hast gerade Luft geholt, du willst eigentlich. Aber na, ich sag's dir. Red nur zu. Man merkt gar nicht, dass wir ein bisschen aufgeschmissen sind, wenn die Leaderin nicht leadet. Ja, weil wir verlassen uns sonst immer drauf, dass Anja halt von Kategorie zu Kategorie leitet und halt, wir haben uns nicht ausgemacht, wer die Überleitungen macht. Deswegen ist es jetzt ein bisschen, Na. es ist eine Überraschung. Es ist eine Wundertüte für uns alle, auch für euch. Aber wie meine Oma immer gesagt hat,
besser als in die hohle Hand gekackt. Und ja, also ihr habt die Wahl gehabt zwischen keiner Folge und einer aufgeregter, flügelflatternder, wir wissen nicht genau, wer die Überleitungen macht, Folge. Und deswegen, wie gesagt, besser als in die hohle Hand gekackt. Herzlich willkommen zu die 3 besten, die 3 schlimmsten bayerischen Wörter in unsere Herzen innen drin. Und in unsere Ohren innen drin. Verena, leg los. Ich kann anfangen. Ja. Ich leg los mit den 3 schlimmsten bayerischen Wörter. In meinem Herzen und in meine Ohren innen drin. Auf Platz 3 der schlimmsten bayerischen Wörter in meinem Herzen innen drin ist das Wort Lungerharing. An sich ist Lungerharing ja eigentlich ein sehr treffendes Wort, wenn man bedenkt, was ein Lungerharing beschreibt. Was ist denn denn? ein Lungerharing? Ja, wenn man so ein Rot so Ja. aus dem Ein so ein Schleimpfropfen, Glachi aus da dem die Hals sagen. raus. Ein Glachi. Was? Ein Schleimpfropfen. Hätte ich jetzt auf Hochdeutsch gesagt. Glachi, ein wunderschönes Wort. Ja. Ein Schleimpfropfen. Okay, also man zieht einen Schleimpfropfen, Ja. egal, aus seiner Lunge, Rachen, Hals. Ja. Hoch. Und das ist ein Lungenharing. Ja. Und nachdem ein Haring, also ein Hering, ein kleiner Fisch, Ja. ja auch irgendwie ein bisschen schlonzig ist und so, passt es so vom Wort her eigentlich sehr gut. Also ich finde, das ist, von der Wortkomposition her ist es ein Meisterwerk. Ja, kannst nix sagen. Aber es ist aber auch irgendwie widerlich. Weil an sich ein Lungenharing kreislig ist und weil aber auch die Vorstellung an Haring sich hier irgendwie raufzuwirken ist auch anreinig, oder? Ja, und auch generell das Geräusch, mit dem das verbunden ist, dann spucken die Ja. meisten Leute Männer aus. Und das, Männer. Ja. Muss man sagen. Und das ist Man alles ein muss bisschen eklig. Und woran ich auch immer denken muss, das wird Anja auch, also das muss ich jetzt für die Anja stellvertretend erzählen, ist die Geschichte mit dem Lungenharing im Storkriegel. Kennst du die? Weiß ich gerade nicht. Das ist von einem bayerischen Comedian, von Gerhard Polt, ist das halt auch so ein Bit, den er hat. Und das heißt der Lungenharing. Und da geht's halt darum, dass er irgendwo Bier trinkt aus einem Storkriegel. Also ein Bierglas aus Stein. Das ist quasi, du sägst da nicht eine, außer du schaust von oben eine. Und er trinkt halt sein Bier und irgendjemand hat ihm da einen Lungenharing eingelassen in sein Bier. Und er trinkt unwissentlich und schmeckt halt den in seinem Rachen und beschreibt es halt so, und dann kriecht mir der Lungenharing da ganz langsam runter. Und das hat Anja mir mal erzählt, weil wir irgendwo waren, wo wir halt auch aus Storkriegel getrunken haben, dass sie seitdem immer Angst davor hat. Und seitdem muss ich da immer daran denken, wenn ich aus einem Storkriegel trinke, dass ich Angst habe, dass da ein Lungenharing drin ist. Ja, genau. Ich finde, das ist eine berechtigte Angst. Einen fremden Lungenharing trinken, für Teufel. Also, um Gottes Willen. Ja, gut. Nee. Ist ein würdiger 3. Platz. Auf Platz 2 der schlimmsten Wörter in meinen Ohren innen drin ist das Wort begrüßen. Wenn Leute begrüßen, als begrüßen aussprechen. Und das hört man ganz oft auf irgendwelche Dorffestel im Bierzalter, wenn irgendwer eine Ansprache hat und dann sagt, so, da muss ich noch einen Trommlerzug aus Hintertupfing begrüßen und dann darf ich noch ganz recht herzlich die Musikkapelle Sepp Hans Franz begrüßen. Und da hört man immer 17 Mal hintereinander begrüßen. Ja. Und bei begrüßen, da stolz mir meine Armhaare auf, wenn ich das höre. Das ist so, ich finde diese Begrüßungsreden schon immer schlimm. Ja. Weil entweder die Leute sagen eben, ich darf begrüßen. Ja. Also wegen mir darf's gern begrüßen sagen. Das war schön. Bitte. Für meine Ohren. Und meine Arme. Und dann kommt halt immer 17 Mal. Und dann darf ich noch begrüßen, darf ich noch. Oder muss ich noch. Ja. Ja. Das regt mich auf. Ja. Das regt mich auf, wenn das nicht abwechslungsreich gestaltet ist. Aber das ist eine privat-persönliche Sache. Ich mag gern Wörter und ich mag gern Abwechslung in Wörtern. Wenn ihr eine Rede geschrieben braucht, fragt Verena. Sie schaut auch noch mal drüber. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Verena hat vor kurzem auch über was drüber geschaut für mich. Hat mich gefreut. Ja. Naja, Geil, gell? sehr gut. Danke, Verena. Danke, Verena. Kuss und Gruß, Verena. Eigenlob stinkt. Deswegen hab's ich ja gesagt. Okay, begrüßen. Also ich muss sagen,
ich weiß, dass du das hast und deswegen sage ich das manchmal gerne. Ich habe das ja auch im Podcast jetzt schon öfter gesagt, wenn ich die Begrüßung mache, dass ich sage, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, weil ich weiß, dass du das nicht leiden kannst. Aber da weiß ich ja auch, dass es ein Witz ist. Ja. Aber wenn Leute das ernst meinen, da wäre ich sauer. Richtig Also sauer. Obacht. Also Obacht, wenn ich im Bierzelt bin und ihr mir das Leid begrüßen. Kann sein, dass es schön wird. Da kann es sein, dass ein Lungenharing in der Storkregel reinrutscht. Immer steht Hand drauf, gell? Wisst ihr es eh. Ja, Storkregel mit Deckel. Ja. Das Große war der Empfehlung. Pro-Tipp an der Stelle. Oh Gott. Mhm. Auf Platz 1 der schlimmsten bayerischen Wörter in meinem Herzen innen drin ist das Wort Sorchen. Oh, ja. Also Bieseln. Aber Sorchen ist eine Steigerung von Bieseln. Also das ist, glaube ich, wie Pinkeln und Pissen. Pissen ist härter wie Pinkeln, Ja, oder? auf jeden Fall. Mhm. Schon, gell? Da pressiert's einfach. Ja. Da ist ein sehr harter Strahl und der ist auch sehr lang. Und der versiegt nicht. Ja, ja. Mhm. Und ich finde aber, das Wort Sorchen oder wenn Brunzen gehört eigentlich auch dazu. Das, ich wollte gerade ist sagen, für mich ist Brunzen, ich hasse das. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist noch schlimmer. Ja. Also ich finde, Brunzen ist auch auf jeden Fall nicht daheim auf dem Klo, sondern das ist so unwürdig, weiß ich nicht, auf einem öffentlichen Klo oder draußen im Wald oder keine Ahnung, wo es da halt gerade passiert ist. Aber Brunzen tut man nicht daheim. Ich finde es so einen harten Abtörner, wenn Typen sagen, sie gingen noch schnell sorgen. Ja, ja. Das ist so abtörnend. Ja. Oh, also wenn ich die gerade noch sexy fand, die jetzt nimmer. Weißt du, was ich auch ganz schlimm finde in dem Zusammenhang ist, wenn Leute zu Geschlechtsverkehr Sorgzeug zusammenstecker sagen. Ja. Da ist bei mir ist gerade eiskalt im Buckel runtergelaufen, als ich das ausgesprochen habe. Ja. Da geht's mir gar nicht gut. Ein Sorgzeug ist der widerlichste Ausdruck, den die bayerische Sprache zu bieten hat. Voll Teufel. Oh, da geht's mir nicht gut. Nein. Kommen wir zu den schönen Sachen, oder? Ja, bitte. Okay. Auf Platz 3 der schönsten bayerischen Wörter für mich ist das Wort Bazi. Ein Bazi ist einfach ein Bazi. Also auf eine gute Art. Das ist einfach ein Frechdachs. Ja, ja. Aber auf eine gute Art. Ja, Auf eine süße Art. Ich finde auch kleine Kinder sind manchmal Bazis. auf jeden Fall. Mhm. Die schaut man an und denkt, das ist ein richtiger Bazi, aber man meint das nicht. Ja, so Das ist einfach ein schöner Ausdruck. ein Schlingel. Ja, Ja. genau. Aber Positiv. auf eine gute Art. Also Voll. Mhm. positiv, Ja. liebenswerter Schlingel. Genau, keine bösen Streiche oder so, sondern eher was, wo man schmunzeln oder lachen muss. Sehr süß. Mag ich auch gern, ja. Doch. Dann auf Platz 2 der schönsten bayerischen Wörter ist für mich das Wort Damat Oh. oder der Ausdruck Damat sei. Also wenn ich sag, ich bin halt richtig Damat, dann meine ich bin irgendwie erschöpft, Schlapp. nicht gescheit wach, schlapp, ja. Aber Damat, kommt das von Mähen? Wahrscheinlich. Ich denke Also schon, ja. zusammen mähen, Ja. zusammen Niedergemäht. niedergemäht. Irgendwie, vielleicht. Vielleicht so. Aber Ja. ich finde, es ist also schön, dieses lange A, Damat, das ist schön. Das beschreibt's gut. Schönes Doch, Wort. passt. Mhm. Mhm. Finde ich auch Und das schön. ist ein schöner Ausdruck Ja. einfach, so Ja. an sich. Und dann auf Platz 1 der schönsten Wörter beziehungsweise Ausdrücke der bayerischen Sprache ist für mich zeitlang haben. Oh. Wenn man sagt, statt vermissen, ich hab zeitlang. Ja. Das erinnert mich immer an die Oma, die hat immer, wenn ich gekommen bin, hat die Oma gesagt, Mei Maler, wo bist denn, Alter? Ich hab schon so zeitlang gehabt. Ja. Und da haben wir den zeitlang haben, so ein schöner Begriff, ja. so schade, dass man den irgendwie gar nicht so benutzt. Ja. Gell? Ja. Das Also, ist richtig schön. meine Großeltern haben das immer gesagt. Aber da habe ich mir eigentlich vorgenommen, das merke ich mir, das muss ich wieder ein bisschen mehr benutzen, weil es ein richtig schöner Ausdruck ist. Finde ich gut, finde ich Find gut. Bring back zeitlang Ja. haben. Ja, Und voll. weißt du, warum das gut passt? Weil mir jetzt eingefallen ist, was auf meinem Zettel steht. Da steht Na. nämlich Heimweh, steht da nämlich.
Da steht Heimweh. Okay. Weil also kurzer Ausflug nochmal zurück in unsere Kindheitsgespräche von vorhin. Ich habe sehr oft richtig Heimweh nach dem Ort, wo ich halt aufgewachsen bin und wo ich da hin, wo ich meine Familie sehen und so, das ist, glaube ich, auch was sehr Kindliches. Und da habe ich auch zeitlang quasi, zeitlang noch daheim. Ja. Daheim. Ja, schön. Genau. Voll gut, wie das hier ineinander greift. Wahnsinn. Wahnsinn, Verena. Full Circle. Wow, 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 wow. Wow. Aber Theresa, jetzt erzähl mir was von deinen schönsten und schlimmsten bayerischen Wörtern. Bist du bereit? Mhm. Okay. Die 3 schlimmsten bayerischen Wörter in meine Ohren, innen drin. Auf Platz 3. Beziehungsweise, das ist so ein bisschen außer Konkurrenz, aber ich hasse, wenn Preisen Maß sagen. Wenn ein Preis aufs Oktoberfest geht und sagt, er möchte ein Maß Bier, dann möchte ich, dass er heimgeht. Weil mich das so aufregt. Es ist kein Maß, es ist ein Maß, es ist auch nicht so schwer und es heißt auch nicht Dirndl und es heißt auch nicht O-zapft Is. Lass gut sein. Das mal nur so ganz generell. Das macht mir manchmal ein bisschen sauer. Aber auch nur ein bisschen. Es ist auch nicht so 100%ig ernst. Ich verstehe es ja. Es ist eine schwere Sprache. Kommen wir jetzt aber zum echten Platz 3. Der schlimmsten bayerischen Wörter für mich ist Bratzen. Also Hände oder Griffel oder so. Deine Bratzen. Du deine Bratzen da weg. Wie sagst du das? Bratzen. Bratzen. Echt? Also bei uns sind das Bratzen. Echt? Nein, bei uns sind es Bratzen. Tu deine Bratzen da weg. Echt, oder? Ja. Witzig. Und ich weiß nicht, ich denke mal, ich habe das negativ verknüpft, weil mir das als Kind ab und zu gesagt worden ist, weil ich war ein Kind, das mit den Händen geschaut hat und nicht mit den Augen. Und mir ist oft gesagt worden, dass meine Bratzen da jetzt mal weg müssen. Das mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Dann habe ich auf Platz 2 der schlimmsten bayerischen Wörter in meine Ohren innen drin auch den Lungenharing tatsächlich. Weil, wie du schon sagst, echt? Ja. Wie du schon sagst, es ist ein sehr schönes, lautmalerisches Wort an sich, aber das schleimig, ich mag's nicht. Ich mag's einfach nicht. Ich mag's nicht. Schön, das freut mich, dass wir es beide haben. Ja. Aber auf Platz 1, ein Wort, das auch oft im Podcast fällt und wo mein kleines Ich immer so ein bisschen zusammenzuckt, weil ich das gar nicht gern her, ist Futzen. Ich hasse das, wenn jemand sagt, halt dein Futzen oder mir hat's auf die Futzen gehaut. Das kann ich gar nicht hören. Und was noch ganz, ganz schlimm ist, dann auch in Verbindung damit, ist Futzhowe. Ich glaube, ihr spinnt's ein bisschen. Warum eine Mundharmonika ist ein Futzhowe? Aschmann. Ja. Und das finde ich so eklig. Ich finde, also alles da dran finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ich mag das Wort nicht auf Bayerisch, ich mag das Wort nicht auf Hochdeutsch. Ich will es nicht hören. Ja. Zu Recht. Ja, Halt dein eiskalt. Futzen. Ja, mag ich Sag nicht. ich eigentlich nicht. Eher halt's Maul. Aber wenn's mir brachial aufs Maul haut, dann sage ich schon mal, dass wir futzen. Es ist auch okay. Das ist auch eine Steigerung von aufs Maul. Ja, das haut. stimmt. Das ist wirklich, das ist ein Unfall. Ja, genau. Aber von diesen schlimmen Wörtern und von schlimmen Unfällen kommen wir zu die 3 besten Wörter, die besten Wörter, die die bayerische Sprache in meine Ohren innen drin zu bieten hat. Und zwar haben wir da auf Platz 3 verrivehoverisch oder verrivehovert. Kennst du das? Was ist das? Ach, okay. Ich Noch hab nie da, gehört. okay. Missgünstig. Sag's nochmal. Verrivehoverisch. Verrivehoverisch. Ja, verübelnd oder für übelhaltend. Verrivehoverisch, verrivehovert. Verrivehoverisch. Ja. Das Das liebe ich. Also das ist, ich finde, das geht so schön über die Lippen. Verrivehoverisch. Und ich mag auch, was das bedeutet. Also es ist was Negatives natürlich, aber wenn man dann sagt, jetzt sei halt nicht so verrivehoverisch. Ich mag das. Das ist so richtig. Verrivehoverisch. Ja. Das muss man üben, da verrenkt man sich Zunge. Verrivehoverisch. Ja. Verrivehoverisch. Sagt es nach, liebe Wellensitte hier. Und jetzt alle Verrivehoverisch, gemeinsam. Verrivehoverisch. Okay, ja. Übrigens ist hier wieder mal alles klausurrelevant, gell? Also nicht, dass ihr denkt, das war nur in die ersten paar Folgen so, dass hier klausurrelevante Dinge gesagt worden sind. Auch das. Ich hoffe, ihr schreibt's mit, weil auch das wird abgefragt. Genau. Ja. Ja. Also
Friwehoverisch. So heißt's und ich lieb's sehr. Okay. Dann kommen wir zu Platz 2 der schönsten Wörter, die die bayerische Sprache in meine Ohren innen drin zu bieten hat, ist ein Oberpfälzer Ausdruck, den ich durch meine Oberpfälzer Freunde, die ich hier auch schon mal erwähnt habe, kennengelernt habe. Domi, das geht an die, falls du das hier hörst. Das Wort kenne ich, oder den Ausdruck kenne ich durch die und durch euch. Und das finde ich so lustig. Und zwar sagen die, wenn die sich aufregen oder ausrasten, sagen die ausfasseln. Und das ist so geil. So. Ich fasselt aus. Das ist schön, ja, stimmt. Das liebe ich komplett. Stimmt. Das hat auch erst irgendein Wellensittich uns geschrieben. Ja. Nachdem hier der Oberpfälzer Wellensittich der Woche ein bisschen Gas gegeben hat in seiner Selbstinszenierung und Beweihräucherung, was sehr lustig war, by the way. Da kam auch als Story-Antwort einfach mal Oberpfalz fasselt komplett aus. Und das liebe ich. Das fand ich auch schön, ja, stimmt. Ja, die Vorstellung, also finde ich einfach schön. Es sagt sie gut, klingt lieb, gefällt mir richtig gut. Und dann komme ich jetzt zu Platz 1 der schönsten bayerischen Wörter in meine Ohren innen drin. Und zwar ist es in Samseen. Kennst du das? Theresa, ich fühle mich gerade, als war ich irgendwo an der Nordsee geboren. Was ist das? Sag's nochmal. In Samseen. Also es sind 2 Wörter. In Samseen. Aha. Man muss auch sagen, also ich komme schon aus dem Tiefenwald. Ich komme richtig da, wo man Ho-Ho redet eigentlich. Da komme ich her. Deswegen auch diese Sprachbarriere zwischen uns gerade. In Samsing heißt sowas wie etwa oder vielleicht. Also, keine Ahnung, ich habe irgendwo einen blauen Fleck und weiß nicht, wo der herkommt. Und dann sage ich zu dir, ja, in Samsing bin ich da an dir dran gerannt. Also, möglicherweise in Samsing. Das finde ich ganz, 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 ganz schön. Und ich habe mich aber nicht entscheiden können für Platz 1. Deswegen habe ich hier noch eine Honorable Mention, wie die Oma immer gesagt hat. Okay. Also außer Konkurrenz habe ich noch das Wort oder den Ausdruck, das ist etwas Unendliches. Kennst du das? Nein. Also wortwörtlich übersetzt heißt das ist etwas Unendliches, aber man meint damit eigentlich eine Person, die sehr einzigartig ist oder eine Marken oder so. Jetzt, wenn du ein kleines Kind in der Verwandtschaft hast und das haut immer brutal drucken irgendwelche Sprüche raus, wo du denkst, woher nimmt es denn gerade her, dann sagt man mal, die ist etwas Unendliches. Also ein unendlicher Quell an Überraschung, der nicht versiegt, so quasi. Ja. Das liebe ich auch sehr. Das ist etwas Unendliches. Witzig. Okay. Ja. Folgt uns gern für mehr Sprachkurs mit Resbert. Schön. Na, freut mich. Haut gern einmal eure Lieblingsbayerischen Wörter in die Kommentare rein und auch bayerische Wörter, die ihr scheiße findet. Ja, bitte. Gern auch regional, ich meine, hier hören uns ja Menschen aus ganz Bayern und Österreich zu. Ja. Deswegen haut's gern mal raus, was in eurem Dialekt daheim wunderschöne Wörter sind und vielleicht auch Wörter, die ihr nicht so geil Ja, und auch gern, also ich war ja jetzt ein bisschen gemein zu preisen, ihr wisst's, aber ihr habt's einen Platz in meinem Herzen. Ich bin ja selber Hobbypreis, Teilzeitpreis. Sagt ihr auch gern, ob es irgendwelche bayerischen Wörter gibt, die ihr besonders süß oder besonders schlimm findet? Das interessiert uns natürlich auch. Unbedingt. Und weil wir gerade bei Dialekt und Bayern und Österreich sind, kommen wir jetzt zu unserem Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Okay, die Überleitung hat überhaupt keinen Sinn ergeben erst, aber jetzt ergibt's gleich Sinn. Denn unser Wellensittich der Woche kommt diesmal aus dem wunderbaren Nachbarland, aus Österreich. Wuhu! Wir lieben, dass ihr auch da seid. Ja. Und zwar hat sie den Pokal heute geholt. Die liebe Lisa, die uns auf Spotify Kommentare da lassen hat und geschrieben hat, dass sie innerhalb kürzester Zeit alle Folgen durchgesuchtet hat, was mittlerweile, wir sind über 30 Folgen, gell? Gebt euch das mal. Über 30 Folgen in ein paar Tagen hier durchballern. Das ist krass. Das ist richtig krass. Da sind wir stolz. Das zeugt von einer großen Schwarmzugehörigkeit. Da sind wir stolz auf jeden Fall. Deine Eltern sind stolz, Lisa. Lisa, habe ich den Namen schon gesagt? Lisa, deine Eltern sind stolz.
Lisa aus dem Innviertel, liebe Grüße. Sie hat gesagt, ihre Kinder schauen schon immer deppert an, wenn sie mit Stopsel in die Ohren halt irgendwie durchs Haus läuft und euer willkürlich zum Lachen anfangen. Das freut uns sehr. Ja. Wir freuen uns auch sehr, dass du schon sehr früh deine Kinder auch mit reinbringst in die wellensittiche Wissenschaftsbildung. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da auch früher anfängt und auch, dass ihr unseren Sprachgebrauch mit übernehmt. Hat sie auch gesagt, dass hier sehr oft was innen drin übernommen wird. Deswegen freuen wir uns sehr. Sie denkt auch in ihrem Alltag an uns, zum Beispiel, wenn sie im Salzburger Zoo Wellensittiche fordert. Jawohl. Oder so. Und da möchte man sagen, wer halt auch an uns denkt, wenn er uns nicht hört und sieht, den liebt man doch. So. Einfach. So. Gell? Deswegen, Lisa aus dem Innviertel, jetzt hast du jetzt hast du auf Spotify kommentiert, deswegen können wir dir jetzt hier gar nicht irgendwie eine Adresse abluchsen oder so. Wenn du das hörst, schreib uns bitte auf Instagram oder auf TikTok. Oder wenn's magst, kannst du uns auf Facebook schreiben oder eine E-Mail. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wellensittichstammtisch@gmail.com. Kannst du uns auch da schreiben, wie du willst, aber rier die. Aber rier die und sag uns deine Adresse, damit der Briefsittich nach Österreich mal wieder flattern kann. Juhu. Da war er schon viel zu lang nicht mehr. So. In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Support. Merci, Lisa. Und auch an alle anderen Wellensittiche, die hier zuhören. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, es war sehr, sehr wichtig, dass ihr uns, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast hört, dass ihr uns unbedingt folgen müsst. Ja. Klickt auf Wellensittich Stammtisch und klickt da auf Folgen. Das hilft uns sehr, sehr viel, weil je mehr Leute uns folgen, desto mehr da denkt sich der Spotify oder Apple Podcast App, das muss ein toller Wellensittich-Stammtisch sein, den müssen wir noch mehr Leute sagen. Das war wichtig. Von dem her, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte, bitte folgt uns auf diese Plattformen, folgt uns auch auf sämtliche Social-Media-Plattformen, klar, wir haben es gerade gesagt, Instagram, TikTok, Facebook. YouTube gern, ja. Und wenn du dabei seid, lasst uns auch sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung dort. Es geht auf Spotify und auf Apple Podcasts. Auf Spotify haben das schon über 500 Sittiche da. Das bedeutet uns unfassbar viel. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie viel 500 Leute in einem Raum sind. Das kommt mir sehr, sehr viel vor. Aber lasst es gerne noch mehr werden. Wenn ihr Freunde habt, die uns auch hören und uns noch keine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben, erinnert es mal freundlich daran, dass uns das extrem helfen hat. Und dann sagen wir, vielen Dank. Habt eine schöne Woche ohne uns. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Hört einfach in der Zeit, wie gesagt, unsere alten Folgen. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder in eure Ohren innen drin. Da sehen wir uns auf alle Fälle. Hoffentlich sehen wir uns nicht Hoffentlich im Ohren sehen wir uns innen nicht im Ohr. Hoffentlich hören wir uns nur. Auf Social Media ist übrigens keine Pause. Es geht weiter. Wir sind für euch da. Also am Start bleiben hier. Liken, kommentieren, speichern, Videos verschicken, dazu schreiben, hahaha, sind die Wellensittiche lustig. Schaut ihr dieses tolle Video doch mal an. Ihr wisst es eh. Ihr wisst. Merci für euren Support. Ihr seid die geil. Besten. Bis bald. Wir küssen eure Schnäbel. Servus. Bis dann. Servus. Also sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.